Suizid an enger Familie, an enger Gemeinschaft, das ist eine ganz, ganz schwere Erfahrung. Das ist eine Trauer, die nicht einfach ist. Und das führt oft dazu, dass Leute sich Schuldgefühle machen, dass Leute sich Vorwürfe machen oder vielleicht andere Leute Vorwürfe machen. Das ist eine ganz, ganz schwere Erfahrung. Ich werde das Frühjahr die Lockdown abgesprochen hat, das war eine Belastung für Leute, die lang waren, eigentlich ganz besonders. Weil sie eine lange Zeit lang Kino und dürfen gesehen haben. Ich denke, du nicht nehmen und leider im Altersheimer, wie auch Leute, die lang wohnen. Klar, die Frage vom sozialen Kontakt, der Mensch also sozial viel sind, das inhärent zu der Existenz vom Mensch. Der Mensch braucht das in Entwicklung, ein Puppelchen, der nicht sozial Kontakt hat, den kann sich nicht normal entwickeln, Bindung. Herzlich willkommen bei einer neuen Kaffeespause. Heute zum Thema Santé mentale. Und da haben wir zwei ganz interessante Gäste. Einmal den Fraktionspräsident von der Demokratischen Partei, Gilles Baum. Herzlich willkommen, Gilles. Moin. Und auf der anderen Seite den Dr. Paul Hedo, Psychiater am CHL, Chef des Service von der Psychiatrie Adult und eine Ausbildung an der System- und Familientherapie. Herzlich willkommen dir zwei. Vielleicht gebe ich direkt Wort an den Gilles Baum gehen, weil Gilles, du hast eine Interpellation zu genau diesem Thema angefragt. Für was und was ist dir so wichtig in dem Thema? Ja, ich meine, wir kommen alle gut aus einer Situation heraus, die uns gefordert hat, der Lockdown, das ist etwas, was als Generationen nicht kann tun, wir sind an einem partiellen Lockdown. Ich wollte Herr Doktor fragen, also muss erklären, was das Darbicht von einem Psychiater besteht. Also ein Psychiater, das ist ein Mediziner, also ein Doktor, den Medizin studiert hat, 6-7 Jahre, und dann noch eine Ausbildung gemacht hat an der Psychiatrie oder eventuell der Kanner Jugendpsychiatrie, wo größtenteils am Anfang schon Leute die ganze Zeit betreut, während er eine Ausbildung möchte, an einem Psychiater oder Beratungsstellen oder Praxisen. Dann immer begleitet und möchte eine Ausbildung an Psychotherapie normalerweise dabei, lehrt natürlich auch die ganzen organischen Domänen von den Krankheiten, von der psychischen Krankheit Diagnose zu stellen, immer abwägen, war das vielleicht ein körperlicher Komponent, ein biologischer Komponent, war das die soziale oder die psychologische Komponent von den psychischen Krankheiten, das ist das Modell, das mehr gebraucht das Modell biopsychosozial für die verschiedenen Dimensionen vom Mensch sind die biologische Dimension, die psychologische Dimension, die Sozialdimension, denen gerecht zu gehen. Als eine Arbeit reflektiert natürlich die Sachen, die gelehrt wird. Das heißt, ein Psychiater oder kann ein Jugendpsychiater durch viele Leute behandeln, die psychische Krankheiten haben, und probiert die zu behandeln nur den 3 Dimensionen, der biologischen, der psychologischen und der sozialen Dimension. Das führt dazu, dass wir Behandlungen machen, wo man sowohl psychotherapeutisch utien, eine gute Evaluation machen, gibt vielleicht Patienten, wo die biologische Komponente mir wichtig ist, gibt Patienten, die Schwierigkeiten haben, wo die psychologische Dimension mir wichtig ist, was in ihrem Leben geschieht, was haben sie als Erfahrungen in ihrem Leben, als Kind, als Junker, die ungewusst sind, an Trauma, an so Geschichten, und dann natürlich die Sozialkomponente, auf welchem Lebensfeld lebt der Mensch lo, hat er früher gelebt. Mit diesen Sachen müssen wir dann probieren zu verstehen, wo die Schwierigkeiten können hier kommen, mit der eine Person lo an ihrem aktuellen Kontext konfrontiert ist. Und dann, das können ja eventuell Sachen sein, die lo aktuell sind an einem Leben, Belastungen, die in lo lebt, an einer Partnerschaft, am Beruf, an der Familie, Trauma, die reaktiviert von früher. Und da probiert dann der Psychiater mit den Leuten für uns zu kommen, sowohl mit psychotherapeutischen Motiven wie natürlich auch mit Medikamenten, wobei wir probieren immer bei jedem abzuwägen, wie viel soll jeder kriegen, welche Behandlung. Wir waren am Frühjahr in einer speziellen Situation, die sich natürlich nicht auf allen Menschen selber ausgewirkt hat, sind aber auch viele Leute, die das nicht gut verkraften, das Social Distancing, das allein sehen. Wie ist Ihre Einschätzung, was die Situation vom Lockdown am Frühjahr mit den Leuten gemacht hat? Muss ja so in den Lockdown, so an Demos, wie man das hatten, hier am Land, mit praktisch auf der ganzen Welt, das eigentlich an Demos nach gar nicht gehen.
der Tisch wann den lo probiert dat kom so wissenschaftlich verstohlen, da muss in so Modelle sicher goen, die gin, die Fleisch aber auch net 100% applizieren op dem wat lo war. Zum Beispiel Haftsituationen als enger zu Konfinement, Leute, die zum Beispiel so ganz spezielle Expeditionen, die Polarexpeditionen, da gibt es einfach so wissenschaftliche Staaten. Und du weißt, dass das so gut von der besaß, ob Leute gut vorbereitet sind bei so Polarexpeditionen oder so, dass das aber etwas, was Leute kann ganz stark belastet. Das Konfinement, das wurde ja in den Studien, die in aufhängt, zu gesehen, du gesagt, dass das auf der einen Seite für die allgemeine Bevölkerung, das heißt für Leute, die noch nicht besonders krank sind, aber für die allgemeine Bevölkerung einfach eine Belastung war, das gesagt, wenn man die Leute so scoren muss, von Angst, von Depression, dass sie nur scoren, dass das dann unbedingt direkt eine Krankheit. Du gesagt, in der Schlafprobleme, die viel mehr häufig gesehen Angst gestartet zu gehen. Klar, froh vom sozialen Kontakt, der Mensch also sozial Wesen, das inhärent zu der Existenz vom Mensch. Der Mensch braucht das in Entwicklungen, Puppelchen, die nicht sozial Kontakt hat, den kann sich nicht normal entwickeln, Bindung. Du fährst soziale Kontakte selbst ganz, ganz wichtig für die psychische Gesundheit. Und die waren natürlich relativ perturbiert gehen an dem Konfinement. Dafür wurde ja gut gesehen, das wurde noch an den Spitälern gesehen, am Anfang war ja so eine Art Schockstarre am Land. Das käme auf die Straße gegangen, das würde ich auch nicht mehr dürfen, aber das wurde noch an den Spitälern gesehen, das käme an die Urgence kommen. Dann hat das relativ nur 2-3 Wochen geändert, da sind noch ein paar Mail gekommen, auch mit Belastung von der ganzen Situation. Ja, der Konfinement ist für die allgemeine Bevölkerung sicher eine ganz starke Belastung gewesen. Da gibt es natürlich noch mehr Risikogruppen, Leute, die sowieso schon eine psychiatrische Krankheit hatten, die sowieso schon eine Depression, sowieso schon ein Angstproblem, oder Leute, die eine Risikogruppe sind durch die demografische Situation, oder auch Leute an einem Altersheim, die sowieso schon isoliert sind. Das sind natürlich Risikogruppen, wo das nach Reperkussionen noch mehr groß sind. Ja. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, vielleicht so noch nicht vergessen, die noch gesund Resilienzmanieren, die noch gesund Manieren, wie ich kann probieren, mal das umzugehen. Die sozialen Medien, die ja ein bisschen haut zu das erleichtert, dass ich kann einfach Kontakt tun. Das muss ich noch gesehen, dass da auch Sachen gehen, die können Gesundheit fördern. Ja. Das ist auch richtig. Wir haben an der Gesellschaft Leute mit Depressionen, wie Leute mit Psychose, wie Leute mit Selbstmordgedanken und noch Leute, die sich das Leben selber holen. Ist das noch immer ein Tabuthema zu Lützeburg? Ich meine, erstens muss ich sagen, dass psychische Krankheiten viel mehr häufig sind, wie ihr meint. Oder wie ihr vielleicht wollen. Depressionen 10% von der Bevölkerung, Angstkrankheiten 15% von der Bevölkerung, Suchtprobleme ungefähr 6% von der Bevölkerung, Suizid, muss ich sagen, haben wir halt Salzburg noch kein dramatisch schlecht zu erleben, mit das einfach noch immer ein Problem. Das heißt, dass ich meine, jeder meint, psychische Krankheiten sind vielleicht heutzutage ein Tabu, wie vielleicht noch 34 oder 40 Jahre, aber jeder meint immer, dass die anderen betreffen. Selber wäre geimpft. Und das ist ein großes Problem, dass in der Anfang sich immer nicht mehr feststellt, dass es Kandianer sind. Und dann das nicht so Radar hat. Suizid ist natürlich ein besonders schwerwiegend, schweres Thema. Eine Familie, die mit einem Suizid konfrontiert ist, das ist eine ganz schwere Erfahrung in ihrem Leben. Das ist auch nicht so einfach, über so Sachen zu schwätzen. Das ist auch öffentlich. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, wenn ich über das Suizid schwätze. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht Leute, die mit dem Thema sich beschäftigen, nicht incitieren, darauf hinweisen, dass Leute auch Hilfe kriegen, wenn sie mit einem Problem konfrontiert sind, von einer Depression oder von einem Suchtproblem, die sich übrigens können mit verbunden sind, wo dann noch ein Phänomen von Suizidgedanken oder Suizidhandlungen kommen. Das ist noch immer ein komplexes Thema. Wie gibt da
allgemein Santé mental hier am Land erschätzen. Du vielleicht aufgesehen vom Lockdown gibt so, dass man aber an einer Gesellschaft lebe, wo den größten Teil von der Leute sich wohlfühlt, wo den größten Teil von der Leute gut durchleben können, oder gibt es so, dass man aber muss aufpassen, weil man einen Teil von Leuten an der Gesellschaft tun, denen es mental nicht gut geht. Ich meine, das ist wahrscheinlich die Ursache, wo wir sehen, das ist wahrscheinlich so, dass man einen gewissen Wohlstand halt leben können, zumindest bis für vielleicht für eine Pandemie. Das ist vielleicht auch nicht mehr so wahr, und dass dann eine Cope-Leute gut geht, was dann besser geht, wenn natürlich auch immer mehr Erwartungen wie dem kann es weitergehen. An der Covid weiß das ja, dass das vielleicht einfach nicht mehr wahr ist. Und dann umgehend davon gehen dann aber Leute, die mit psychischen Problemen konfrontiert sind, Depressionen, das selbst das kann Idee kriegen. Das kann nur kriegen, dem bis so gut gegangen ist, also in Leben. Also nicht wie wenn eine Arbeitsstelle, die sicher ist, ein gut Pai, da sind, dann du gehst geimpft das. Nee, kann Idee in seinem Leben Erfahrungen machen, die ich denke, schwer zu verdauen sind. Natürlich bei Leuten, die schon fragilisiert wären durch andere Erfahrungen in ihrem Leben, durch Trauma, durch ungesund, durch Vernachlässigung, durch Gewalt, an dieser Fleisch an der Kante können erlebt tun, die sind dann sehr fragilisiert. Aber dass eine Depression kann Idee kriegen. Was ich dann noch muss sagen, das muss ich einfach in einer besonderen Situation haben, mittlerweile viel Migration, das sind Risikofaktor für gesunde, für psychische Probleme zu kriegen, aber andere Gruppen, Leute, die Jugendlichen, da muss man einfach gut aufpassen, wie man gut können sorgen, dass die Entwicklung gut weitergeht. Als Arbeitswelt geht nicht mehr gesund, als Arbeitswelt und der Arbeitswelt ist immer mehr Druck. Das geht immer mehr bewährt, objektiver. Natürlich kann ich sagen, dass muss eine Entreprise oder so eine Verwaltung muss gucken, dass ein gutes Service legt. Aber Revers von der Medaille ist aber, dass dann aber viele Leute ganz stark unter Druck gesetzt werden, als Gesellschaft wird am Allgemeinen nicht mehr gesund. Es gab an die Jahren 2015 bis 2019 ein Plan national de Prävention du Suizid, den auf 6 Achsen abgebaut wird. Ein Achse davon ist natürlich Prävention, die eine andere Achse sind soziale Ressourcen. Sind ihr der Meinung, dass dieser Plan seine Ziele erreicht wird, respektiv muss er weitergeführt gehen oder ausgebaut gehen? Wie hast du eure Schätzung? Also erstens muss ich sagen, dass der Plan national de Prävention du Suizid die große Merit, den er hat, das war, dass er einfach froh vom Suizid, vielleicht am Allgemeinen von den psychischen Krankheiten, auch von der Santé mental, vielleicht einfach mehr auf den Radar, kommen wir auf den politischen Radar gesagt wird. Das muss ich sagen, als große Merit, den den Plan hat. Auch, dass sie ganz viele Formationen gemacht haben am Rahmen von den Formationen, auch Prävention des Suizid, sie noch Aktionen zum Beispiel an der Schule gemacht haben, wo wir waren eine Schule mit einem Fall von Suizidalität konfrontiert, das was kann eine Schule machen. Sind viele Sachen, die ganz, ganz positive Aktionen machen, dass Menschen mehr allgemein Bewusstsein kommen über das Phänomen vom Suizid von der Prävention vom Suizid, weil wenn ich dann den Suizid konsideriere, dann nicht probiere ich, wie das an der Welt kommt, dann hört das ja nicht das vielleicht intellektuelle Sinn, aber keinen pragmatischen Sinn dafür. Das war Menschen ganz, ganz gut Nebenwirkung, die ihn hört. Eigentlich sollte der Plan auch weiterentwickelt gehen, weil die schon die Evaluation davon Mensch präsentiert. Und da soll die Evaluation gehen, ob der Plan soll weitergehen. Da mit dem Covid das alles ein bisschen durch den geraten. Ich meine schon, dass auf jeden Fall ziblierte Aktionen nach sollten weitergeführt. Die muss am Rahmen von einem allgemeinen Plan sein, oder muss mehr ziblierte Präventionen sein. Was auf jeden Fall der Fokus muss sein, das
man braucht professionelle Rest der Santé mentale. Man braucht Psychiaterin, man braucht Psychologen und Psychotherapeuten, man braucht noch Infirmieren, Psychiatrie. Das ist ein ganz wichtiger Beruf, die noch immer gelehrt wird. Wir haben immer von einer kleinen Gruppe. Das ist, Covid hat ja gewiesen, dass das Personalschlüssel am Allgemeinen am Gesundheitswesen ein großes Problem ist. Vielleicht müssen nur mehr ciblierte Aktionen kommen, wiederum etwas Allgemeines, wo dann mehr ciblierte Aktionen vielleicht untergehen. Ein Familienmember oder eine Person aus einem Bekanntenkreis zu verlieren durch ein Suizid, ich meine, das ist wirklich eine ganz traumatische Erfahrung. An dem Nachhinein stellt ihn sich froh, was den hätte können machen vielleicht oder was den kann machen, für zu helfen, respektive was für ein Zeichen, dass es ging. Was für ein Unzeichen, dass es ging, dass eine Person weh ist, für den finalen Akt zu begehen. Also klar, ein Suizid an einer Familie, an einer Gemeinschaft, das ist eine ganz, ganz schwere Erfahrung. Das ist eine Trauer, die nicht einfach ist. Und das führt oft dazu, dass Leute sich Schuldgefühle machen, dass Leute sich Vorwürfe machen oder vielleicht andere Leute Vorwürfe machen. Das ist eine ganz, ganz schwere Erfahrung. Natürlich stellt sich dann immer die Frage, hätte das können vermieden gehen oder nicht. Das ist eine Frage, das nicht immer so einfach zu antworten. Mir klar, wahrscheinlich wird man nicht können all Suizid immer können vermeiden. Wir können aber probieren, so gut wie möglich alle gut dafür sorgen, dass die Leute, die an Not sind, so gut wie möglich das Gefühl haben, dass sie verstanden gehen, dass sie Unterstützung können kriegen, sowohl Chromosom an ihrer privaten Umfeld, an ihrem professionellen Umfeld, und natürlich auch am professionell-therapeutischen Umfeld. Das heißt, in den eine schwere Depression hat, die Depression muss natürlich erkannt gehen, aber behandelt gehen. Das heißt, wie bei Frau zu antworten, muss ich ein bisschen unterscheiden, wie kann Wert machen. Was die allgemeine Bevölkerung kann machen, die allgemeine Bevölkerung kann, jeder kann, wenn ein Bekannten hat, ein Kollege in einer Familie hat, dem nicht gut geht oder wo ein Gefühl hat, dem nicht gut geht, kann man entweder ein Problem aus der Face gehen oder er kann probieren zu sagen, mir das mal lassen, so mal selbst lassen. Aber wenn ihn da ein man näher möchte, wo ihn nicht unterstützen das, und nicht vierwuchsvoll, dann hast die Probabilität, dass ein englischer Antwort kriegt, nicht schlecht. Und da sieht vielleicht die Person, ja, geht mir nicht gut, ich schon die Sorge in meinem Leben, und ich weiß nicht mehr richtig, wie man da soll umgehen. Das heißt, das selbst das kann jeder machen. Das kann aus einer Familie machen, das kann ich machen bei Arbeitskollegen, das kann ich machen bei seinen guten Bekannten. Das ist eine Intervention, die eigentlich nicht ganz viel Suche kostet, oder überhaupt keine Suche kostet, mit der aber ganz effizient kann sein, weil eben just, weil psychische Probleme nach Arbeit ist, über die Leute noch nicht so viel schwätzen, notamment die Leute, die Gefühl haben, dass sie das am Anfang nicht dürfen haben, in denen immer alles gut gegangen ist aus ihrem Leben, ja, denen hat viel mehr Schwierigkeiten, darüber zu schwätzen, wie in anderen. Das heißt, wenn die Leute können Kontakt mit einem Hund, den hin am Anfang verstanden, man, nee, so, man schmeckt das selbst mit der Lassers. Dann machen die Leute sich echt ab. Wenn die Leute sich echt abmachen, das wird für die Leute einen entlastenden Effekt. Und das ist eine Art von Suizidprävention. Natürlich kommen dann viele Schritte danach, wenn ich eine schwere Depression habe, dann muss ich noch professionell behandelt gehen, dann muss ich medikamentös behandelt gehen, dann muss ich psychotherapeutisch behandelt gehen, dann muss ich verstanden gehen, wo noch Leute hin, dann muss ich, wenn ich wirklich stark gefährdet ist, muss noch vielleicht mal ans Spital kommen oder so. Das sind natürlich alle verschiedene Niveauen, die muss konsiderieren. Was wir noch an ihrer Frage meinen, wie kann ich das erkennen? Erkennen, ob in einer suizidaler Krise ist. Da gibt es verschiedene Niveauen, wo ich das kann erkennen. Erstens kann ich eventuell merken, dass Leute sich ernst beholen. Dass Leute am Anfang ernst handeln, wie sie sonst handeln. In den
den so immer begehnt, mal auf der Arbeit, den immer ein paar wird mit einem Schwätz, den mit dem ein kleinen Échange wird, von denen er nicht mehr mit einem schwätzt, von denen er Banker Ranging wäsch huscht, ohne Apps zu gesehen, von Leute Banker Sachen machen, zum Beispiel Leute, die Banker ihren Hund verschenken. Das sind so Alarmsignale. Das sind so Verhaltens, wenn am Leute ihrem Verhalten Änderungen hast, die ihn sich nicht kann erklären. Und da gibt natürlich so verbal Messagen, die Leute eventuell können gehen. Und Leute zum Beispiel so, ja, schon alles an 3 gemacht. Oder, ja, ich denke, wer da gesehen. So, das ein bisschen so rätselhaft Messagen, wo ihn nicht richtig kann deuten, die kann natürlich auch probieren, die Leute, die Sachen auf die Spur zu gehen. Leider ist es oft so, dass so sagt, wenn zum Beispiel am Arbeitsumfeld des Suizid gehen hast, dann stellen die Leute sich die Fragen durch no. Dann denken sie, ja, und hat dann von dort gesagt oder hat dann von dort gesagt. Aber weil dann noch jeder die Observation für sich allein gemacht wird, dann reicht ja nur, wenn vielleicht Kollegen sich zusammensetzen oder die Familie sich zusammensetzt, das ist noch mehr dramatisch. Dann der Banker, da gibt es Puzzlestecker so zusammengesetzt. Also, ja, hey, gucken, hat der das gesagt, hat das gesagt. Aber da gibt es natürlich auch Zeichen von einer Depression, in den an 6 Wochen 10 Kilo verliert, immer mittags nicht mehr schläft, den denkt, nicht mehr nach grübelt, den nach schwarz Gedanken hat. Das sind natürlich Zeichen von einer Depression. Und das ist leider nicht für eine Depression zu diagnostizieren, mit du keine Merkmalheit du selbst lass. Da kann ich mit Leid roten, so bei den Hausdoktor gehen oder was mir auch wichtig ist, dass sie da vernetzt bleibt, dass sie nicht sieht, ja okay, da gucken wir mal nicht, dass sie sieht, naja komm, ich gehe mal bei den Arbeitskollegen, ich komme heute zusammen mit dem Doktor Rendezvous bei dem Hausdoktor, ich gehe mal da hin, oder wenn ich ganz besorgt ist, wo man an die Urgenz gehen, ja, sind einfach viele Sachen, die ich kann machen. Das war der für drüben geschwart hat von dem Tabu, was vielleicht noch oft an Diskussionen dran sind, da sind nicht opbesollt ausschwätzen, also Probleme. Da das manchmal auch etwas, was an der Öffentlichkeit einfach fehlt, im öffentlichen Diskurs. Und da denke ich, dass eben so eine politische Interpellation an der Chambre, wie du so angefragt hast, Gilles, kennt helfen, für das mehr an der Öffentlichkeit und noch an den Medien zu diskutieren. Dafür vielleicht fragen dich, für was die Interpellation lo, aber was versprichst du dir davon? Das am Vierfeld von der Interpellation mit einer Reihe Leute geschwärzt. Wir haben auch an unserem Umfeld, ich meine, natürlich Freien, die Belastung aber, die über das Frühjahr die Lockdown nicht gesprochen hat, das war eine Belastung für Leute, die lang waren, eigentlich ganz besonders, weil sie eine lange Zeit lang keinen und der gesehen haben. Ich denke, du nicht nehmen und leider im Altersheimer, mir auch Leute, die lang wohnen. Es war für viele Kammer, mengenlich, auch nicht so einfach. Ich meine, muss in der Schäden, ob eine Familie ist, die ein Haus hat, wo die Kammer können rausgehen, die vielleicht einen Spielplatz haben, drunter eine Gärte, wo sie können laufen gehen, oder eine Familie mit 2 Kammern, die auf 60 Quadratmeter wohnen, vielleicht sogar auch in die Balkon. Das sind auch ganz ernste Belastungen. Dann haben wir die Kammer, die über den Homeschooling ganz gut mitkommen sind, weil die Ältere ganz gut konnten abhaken, dann sind die Kammer, die da dekrochiert tun, weil sie entweder das informatische Material nicht so zur Hand hatten oder keine Älteren, die konnten helfen, dann schmengen, dass man neben dem ganzen ökonomische Wolle, die soziale Wolle von dieser Krise nicht sollen erschätzen, an eine Krise, an der man nicht sehen, dann schmengen das wirklich der Moment, dass wir das einfach auch nur bisschen zu thematisieren. Das Jugendparlament zum Beispiel hat auch eine Resolution geholt, wo sie genau das auf die Santé mental von den Jungen sich fokussiert hat. Und ich meine, dass das wirklich der Moment wirklich ist, für das dort an der breiter Öffentlichkeit eigentlich unzuschwätzen und nicht nehmen, dass wir parteiintern beschwätzen. Ich meine, das ist wichtig, dass alle Partei, die an der Chambre sitzt, auch kann und dem Debatte teilholen. Herr Doktor, ich wollte vielleicht nach Schüsselkehr, ob du Anfang zurückkommen, ob Ihre Beruf als solches, denn der Rapport leer,
den vun der Santé erstalt gin ass, den zechen as op, dats man an den nächsten 10 bis 15 Joer, war man net wirklich Käier kreen eng drastisch Penuriewerte hunn Gesundheitspersonal an noch bei den Doktoren, wie seidet lo bei ihr bei den Psychiatere konkret aus, op die nächste Jore geguckt. Also am rapport war ja am allgemein gesagt, dass das Problem ist mit der Gesundheitsberufer, Medizin, aber bei den Mediziner sind eine pure Disziplinen ganz präzise zitiert gehen, wo das Problem mega groß ist. Und das sind Kannerdoktoren, Generalisten und Psychiater. Bei den Psychiatern ist es so, dass an den nächsten 10 Jahren 80% von den Psychiatern an Pension gehen. Nee, an den nächsten 15 Jahren, pardon. 80% von den Psychiatern an Pension gehen, Altersmänner als 54 Jahre. Es gibt massiv Attraktivitätsprobleme, notamment für Doktoren am Spital, aber sogar an der Fonction publique, Direktion von der Santé, die Psychiater, sie fanden keinen. Das heißt, es muss, es soll nicht der Raccourci machen, dass ein Psychiater kann durch einen Psychotherapeut ersetzt gehen, genauso wenig wie ein Hebamme kann kein Gynäkologe ersetzen, kann auch ein Psychotherapeut kein Psychiater ersetzen, weil Psychiater machen zwar wohl viel Psychotherapie an ihrem täglichen Arbeit, aber sie machen auch psychiatrische Versorgung, Patienten, die Schizophrenie und Patienten, die müssen medikamentös behandelt gehen. Das heißt, Psychiatrie ist einfach ein wichtiger Teil an der Gesundheitsversorgung. Ja. Vielleicht war am Anfang vom Covid die Santé mentale ein bisschen vernachlässigt gehen. Das meint das nur gut, dass das aber mehr an den Fokus geregelt ist. Und klar, bei den Psychiatern, du riskierst man an Kurzterm ein Versorgungsproblem zu kriegen, wenn man nicht pure Interventionen nur ganz sehr machen, für da können kurzfristig etwas ändern. Dazu gehören auf der einen Seite ganz sicher die Arbeitsbedingungen von den Doktoren an den Spitälern, das ist mein größtes Thema. Gehört dazu die Nomenklatur von der Krankenkasse, das ist ein ganz großes Problem, weil es einfach ganz große Unterschiede gehen an den Revenus von den Doktoren, enfin am Chiffre moyen, das man nicht das heißt wie der Revenu von den Doktoren. An Krankenkasse ist aber da ganz schwer, Bewegung zu machen. An den dritten Teil, wo man proposiert tun, das hat man aber ist nicht so bewusst, dass man einfach eine Ausbildung für Psychiatrie Ausbildung mit Uni Lützeburg, mit dem Hochschulministerium zusammen, das man das gibt man nicht so, dass die Geld kostet, muss just eigentlich organisiert gehen, muss gesagt gehen, okay, du hast politische Willen für das zu machen, muss noch so, man kann noch schon Signale als Regierung kriegt, dass du Bewegung kommen, sodass in der das kann die relativ kurzfristig besetzen. Aber wenn die Leute gesehen, dass Sachen sich bewegen, dann ist Psychiatrie als Empfang, Psychiater als Empfang niemand, das ist eigentlich nur ein ganz flotter Beruf, das ist ein ganz menschlicher Beruf, das ist ein Beruf, den ist knallhart. Das ist ein Beruf, den ist viel mehr schwer, wie in der Stadt so vorstellt, weil ich einfach mit vielen Leuten konfrontiert, dass die schwere Probleme haben, denen nicht gut geht, denen muss unterstützen, die ganz komplizierte Sachen in ihrem Leben erlebt haben. Das ist ein ganz vielseitiger Beruf, du siehst Männer, Frauen, Junge, Alter, Ausländer, Lützeburger, das ist an der Hinsicht ein ganz flotter Beruf. Das ist ein Beruf, der viel über die Gesellschaft auslegt, an der wir leben. Weil Psychiatrie ist immer ein Spiegelbild von der Gesellschaft. Wenn dann auf der politischen Ebene, auf final bei der Krankenkasse auch Bewegung könnt, der Mensch, dass man viele Leute können motivieren, erstens für gut weiterzuschaffen und auch dafür sorgen, dass noch viele Junge kommen. Ich meine, das war ein exzellenter Message, den der als Login hat und Politik. Also ich gebe vielmals Merci so, dass die recht Zeit geholt, dass man konnte das Kaffeespause abholen. Ich sage alle bitte, merci, dass der Hall wart. Ein ganz interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass es heute nicht abhält, mir dass das noch ein bisschen weitergeht. Mir ist so nicht merci für den Nullausstre und bis nächstes Jahr bei der Kaffeespause. Merci auch. Merci vielmals.